Herzlich willkommen zu unserer Advents-Church-Box. Wir stellen dir Weihnachten im ICF vor. The Story of Christmas, so heißt das bei uns jedes Jahr. Mit mir heute im Studio begrüße ich ganz herzlich Tabea und Rolf. So cool, dass ihr da seid. Vielen Dank. Willkommen bei uns im ICF. Wir reden über Weihnachten, kommen gleich zu euren Geschichten. Ich möchte zuerst aber dir einen Überblick geben, was alles im ICF läuft. Wir haben wie jedes Jahr ganz viel vor. Wir haben einiges uns vorgenommen. Jeder Sonntag ist ein Highlight. Heute der erste, aber dann jeder Sonntag in sich. Wir haben nächste Woche unsere Christmas Experience. Und jetzt, ab heute, ist The Story of Christmas online. Leo und Susanna haben für jeden einzelnen Tag ein Video wie ein Adventskalender aufgenommen. Sie erzählen selber kurz davon. Wir sind direkt auf dem Weg im Auto zum Filmen für Story of Christmas. Leo hat sich dieses Jahr was ganz Besonderes ausgedacht. Ja, wir werden euch mitnehmen ein bisschen in Orte von unserem Leben. Wir starten in Bux, dann in Werdenberg, dann in Liechtenstein und dann auf dem Golfplatz. Und wir werden einen Christbaum mit der Motorsäge sägen. Das ist der Traum von allen. Jetzt muss er wieder aufpassen auf die Straße und weiterfahren. Ich freue mich riesig auf Story of Christmas dieses Jahr. Wie gesagt, verschiedene Orte, Inputs aus der Weihnachtsgeschichte und was das mit unserem Alltag zu tun hat. Ich freue mich, es wird wieder eine Sendung, wo wir weitergeben können, wo wir teilen können auf YouTube zu allen möglichen Leuten und ich freue mich darauf. Tschüss, macht's gut! Also heute dein erster Video verfügbar. Teile den mit deinen Freunden. Das ist eine mega gute Gelegenheit, Weihnachten in ein Umfeld zu bringen. Tabea, wie bringst du Weihnachten in ein Umfeld? Das ist gleich unsere erste Frage. Letztes Jahr hattest du eine coole Story. Erzähl doch mal kurz. Ja, ich durfte letztes Jahr in meiner Familie von Jesus erzählen. Ich mache das nun schon seit etwa 4 Jahren. Und dieses Jahr hatte ich irgendwie das Gefühl, auch so einen Bekehrungsaufruf zu machen, meine Brüder auch zu fragen, hey, bist du parat, dein Leben Jesus zu geben? Und ein Bruder hat aus voller Überzeugung gesagt, ja, ich bin parat, ich möchte das. So mutig, ich stelle mir das so vor in der Weihnachtsstube und dann erzählt die Tabea die Weihnachtsgeschichte und dann fragst du, wie hast du das gemacht? Also wie konkret war dieser Aufruf? Also schon sehr persönlich, weil es ist ja eine persönliche Entscheidung. Ja. Und ich habe jeden gefragt, bist du schon parat, möchtest du das? Und ein Bruder hat gesagt, ja, jetzt bin ich parat und Genau. Crazy, also Crazy, ist wirklich ein mutiger Schritt nach außen, den du gemacht hast. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ich war schon nervös. Schon, gell? Ja. Also jedes Jahr war ich nervös, das zu teilen. Aber ich weiß, es ist das Beste, was die Leute erleben dürfen. Und deshalb möchte ich auch mutig sein und das weitergeben. Mega schön. Ja, wir haben dann als Church auch die Taufe miterlebt. Wir haben Bilder nochmals da. Wie war das für dich dann, den Bruder zu taufen? Ja, ein Highlight. Ja, auch zu sehen, dass er wirklich on fire ist, dass er das wirklich möchte, dass es seine Entscheidung war und auch die Taufe seine Entscheidung war, das zu tun. So gut, du hast Weihnachten in deine Familie gebracht. Rolf, du bringst Weihnachten in dein Business, in dein Umfeld. Du bist Geschäftsmann, hast verschiedene Business am Start. Wie bringst du Weihnachten jetzt so dieses Jahr in dein Umfeld? Ja, also erstens, ich liebe Weihnachten. Also etwas Sensationelles. Und du hast ja auch schon einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Weihnachtsbaum aufgestellt, Kerzen angezündet, das volle Programm. Ja. So aber nur im Büro. Okay. Ich liebe es. Ich nehme mir ganz bewusst Zeit für meine Geschäftspartner, sie zu treffen, mit ihnen auszutauschen. Und ich bewege das auch immer im Vorfeld, im Gebet. Und das sind immer extrem coole, gute Gespräche. Ja, also du suchst das Gespräch, bringst du dann immer Jesus gleich so von Anfang an? Jetzt reden wir über Jesus. Nein, das wäre auch nicht natürlich. Nein, also das ergibt sich sehr oft, teils so oder teils so. Es ist aber auch so, dass ich wirklich ein persönliches Geschenk weitergebe. Das ist immer eine persönlich geschriebene Karte mit einem kleinen Geschenk, weil ich denke, das ist authentisch und das berührt auch die Herzen. Ja. Also du suchst schon ganz bewusst in der Weihnachtszeit Begegnungen, wo du auch über Jesus reden kannst. Absolut. Und ich habe auch eine Liste von Geschäftspartnern, mit welchen ich mich treffen möchte und gehe das wirklich durch. Eben einerseits im Gebet, im Vorfeld, aber andererseits auch ganz aktiv. Und ich nehme mir auch wirklich genügend Zeit für das, weil ich denke, das ist auch richtig, gerade in der heutigen Zeit. Ja, mega schön. Was hast du erlebt schon dabei? Erzähl doch kurz. Ja, gut, das ist eine super coole Geschichte. Ich hatte ein Abendessen mit einem Geschäftsmann und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass ich
über Jesus nochmals reden möchte. Ja. Und ich habe gesagt, ob er mir einen Abend mal Zeit gibt, dass ich ihm nochmals über meinen Jesus erzählen kann. Und so haben wir abgemacht und ich habe ihm 2 Stunden das volle Palmere erzählt über Jesus, wer er ist, wie ich dazu stehe. Und am Schluss habe ich gesagt, und jetzt? Und dann hat er gesagt, ich glaube, ich habe zu lange gewartet schon. Und hat das Leben Jesus übergeben drinnen. Und er kommt jetzt in eine Small Group seit dem Datum und macht einen Entdeckungskurs. Und wie cool ist denn das? Oder? So gut, 30 Jahre Geschäftsleute, Partner und jetzt Brüder in Jesus. Ja, das ist speziell, wenn du wirklich so lange unterwegs bist, auch persönlich kennst und plötzlich irgendwo umarmst du dich, plötzlich betest du miteinander. Krass. Super cool. Ja, mega schön. Wir schalten noch zu einer Microchurch. Auch da hatten wir eine wunderbare Geschichte in der Weihnachtszeit. Hier die Story. Hallo zusammen, ich bin Monika und leite mit meinem Mann Michael die Microchurch in Murmaland. Und ich bin die Renate in einem Altersheim. Und du kommst immer zu uns in die Microchurch? Ja. Und das erste Jahr, als wir Microchurch machten, da Michael Sieber in der Celebration erzählt, dass das ICF an Weihnachten die Türen aufmacht für Menschen, die alleine sind, die keine Familie haben und mit ihnen Weihnachten feiert. Und das hat mich so berührt, weil ich dachte, das ist der Sinn von Weihnachten. Und Michael und ich haben uns entschieden, das auch zu machen. Und wir hatten zu der Zeit einen Alleinstehenden in unserer Microchurch, den haben wir eingeladen. Und dann hatte ich überlegt, den lade ich noch rein. Und ich kannte die Renata noch aus der Zeit im Altenheim, als ich arbeitete. Und dann habe ich die Renata gefragt, ob sie mit uns Weihnachten feiern möchte. Ja, ich habe nämlich Jesus, ich habe gebetet zu Jesus. Und ich habe dann gesagt, ich möchte in eine Familie. Und das hat Jesus mir geschenkt. Du hast dir gewünscht, in der Familie Weihnachten zu feiern. Ja. Ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, als ich dich gefragt hatte und du dann Tränen in den Augen hast und gesagt hast, ich habe Jesus so gebeten, dass ich eine Familie für Weihnachten kriege. Ja. Das hat mich sehr bewegt. Ja. Und seitdem feiern wir Weihnachten zusammen. Ja, genau. Und jedes Jahr werden wir mehr. Oder? Ja. Und wir freuen uns schon auf dieses Jahr Weihnachten. Ja, dieses Jahr Weihnachten. Renata durfte Weihnachten erleben dank dieser Microchurch. Es braucht manchmal einfach mutige Schritte, nach außen zu gehen, Weihnachten bringen zu wollen, ist eine Absicht. Tabea, wie machst du das jetzt dieses Jahr? Was hast du auf dem Herzen? Ja, dieses Jahr werde ich sicher vermehrt auf die Straße gehen. Ja. Ich mache das nun schon so seit ein paar Wochen mache ich das und ich gehe einfach auf die Leute zu und frage sie mal, kann ich dir etwas Gutes tun? Ja. Kann ich für Heilung beten? Kann ich für Sorgen, Nöte, Ängste beten? Ja. Und ja, ich erlebe so viele krasse Geschichten, dass wirklich Schmerzen direkt aus dem Körper geht, dass die Menschen erleben, wenn wir für Sorgen beten, dass wie so eine physische Last auch von ihren Schultern geht oder sie ein Kribbeln im Körper spüren oder eine Wärme, dass der Heilige Geist wirklich gerade so aktiv wirkt. Und das liebe ich, dass Jesus da so treu ist und diese Zeichen und Wunder heute noch tut und die Menschen durch das auch einfach offen werden, das Evangelium zu hören. Ja, mega schön. Ja, mega. Also ich bin wirklich fasziniert von euch beiden. Ihr wagt es, mutige Schritte zu tun, auch vielleicht Menschenfurcht, kennt ihr das auch? Einfach hinter euch zu lassen, oder? Ich denke, das ist normal. Ja, also, eben, mir geht das nicht immer locker flockig. Ja, oder? genau. Und, aber ich denke, diesen Schritt zu steppen, rauszugehen, das lohnt sich. Mega schön. Vielen Dank für euer Erzählen, für euer Herz. Ihr macht die Kirche schöner, ihr macht die Welt schöner, ihr bringt Weihnachten in euer Umfeld. Das ist mega, mega inspirierend. Ich lade dich ein, einfach die Inspiration mitzunehmen in deinen Alltag. Vielleicht ist es auch einfach, dass du für nächste Woche, für die Story of Christmas, für unsere Christmas Experience Leute einlädst. Manchmal reicht es schon, jemandem zu sagen, hey, da gibt es eine Experience, die du schauen kannst. Oder du bringst in die Weihnachten in deine Family, was auch immer dich anspricht. Lass uns Weihnachten in unser Umfeld bringen. Und vielen Dank fürs Zuschauen in dieser Churchbox. Bis bald. Ciao.